Fabian Mahler vom Bayerischen Rundfunk. Ich hätte eine Frage an Herrn Zenz. Sie haben gerade angedeutet, dass sozusagen die Lagerphase langsam abläuft, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und dass es zu so einer Art Konsolidierungsphase kommt. Also bedeutet das, dass sozusagen ich nehme mal nicht an, aber dass die schlimmen Menschenverbrechen jetzt weniger werden, weil die Regierung schon soweit erfolgreich war mit ihrem Modell, oder was erwarten Sie da jetzt für den Entwicklung? Also die Phase, dass massenweise Menschen aufgegriffen und in Lager gesteckt worden sind, die ist grundsätzlich vorbei. Nun, das Problem ist aber, dass wir mangelnde Informationen haben. Das heißt, wir wissen, es sind ein Teil dieser Lager, dieser sogenannten Bildungszentren, die 2017 halt speziell gebaut wurden. Ein Teil von denen ist abgebaut worden und nicht mehr wirklich in Betrieb. Diese Menschen es gibt auch interne dokumentare Hinweise, dass diese Menschen in die Arbeit oder Zwangsarbeit entlassen worden sind. Nun ist allerdings das Problem, dass die Gesamtkapazität, sagen wir mal, der Internierung in Xinjiang ja eigentlich weiter gewachsen ist. Also die Anlagen mit höherer Sicherheit, nicht nur formale Gefängnisse, sondern auch Haftanstalten, sind deutlich ausgebaut worden und auch Anstalten, von denen man gar nicht genau weiß, was sie sind. Von daher, es gibt ja eine ganze Reihe verschiedener Lager, gab es auch schon 2017 und 2018. Es gab die Berufsbildungszentren, es gab diese Transformation- oder Umerziehungslager, die nichts mit Berufsbildung offiziell zu tun hatten. Und dann halt die Haftanstalten, in denen halt auch Umerziehung betrieben wurde, und dann halt die Gefängnisse. Jetzt würde ich dazu zwei Sachen sagen, um Ihre Frage zu beantworten. Ja, diese kampagnenartige Mobilisierung schwenkt um in eine Institutionalisierung. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, wie viele Menschen noch in verschiedenen Arten von diesen Anstalten insgesamt sind. Und andererseits ist es, denke ich mal, ganz wichtig, dass wir als Akademiker und auch in den Medien erkennen, wir machen ja ganz gerne die Trennung von Umerziehungslagern, das ist die extralegale Internierung, und dann Gefängnisse. Gefängnisse hat jedes Land. Und da gibt es irgendwie auch einen Prozess vielleicht, und dann ist jemand im Gefängnis. Wir trennen das. Ich denke, es ist wichtig, und das entspricht meinem zunehmenden Verständnis und auch meinen zunehmenden Forschungserkenntnissen, dass wir die Gefängnisstrategie oder die Gefängnisinsassen in Xinjiang, dass wir das auch als eine Form der extralegalen Internierung deklarieren. Dass wir also nicht sagen, nur weil jetzt eine unbekannte, wahrscheinlich recht große Zahl von Menschen von Umerziehungslagern in Gefängnisse gesteckt worden sind, dass wir jetzt sagen, der Straftatbestand in Xinjiang ist vielleicht nicht mehr so dramatisch. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese Menschen auch als extralegal interniert sehen und dass man dann in unserer Kommunikation das nicht als einen akzeptableren Zustand sehen würde. Von daher würde ich sagen, die Form und die Methodik wandelt sich und wir sehen eine Institutionalisierung. Das würde ich jetzt aber nicht als einen verminderten Straftatbestand oder Verbrechen gegen Menschlichkeit oder Völkermordstatbestand bezeichnen. Also ich würde das nicht moralisch, nicht als weniger schlimm bewerten, diesen Umschwenk jetzt in die längerfristige Situation. Sondern ich würde es halt eher konzeptuell als eine konzeptuelle Umstellung darstellen. Und es ist auch nicht ganz gesichert, dass tatsächlich insgesamt weniger Menschen in irgendeiner Form von Haft oder Internierung sich befinden. Wir wissen, dass eine Form der Internierung weitgehend oder zumindest teilweise abgebaut ist.